Hallo und willkommen zu dem neuen Video. Ich muss ein bisschen geschwind ausholen, weil das Video habe ich gerade vor einem Jahr gefilmt, im August 2022. Und mein Sohn war dort noch ein Jahr jünger, logisch. Und ich habe das erst jetzt auf der Festplatte gefunden und habe das Video jetzt geschnitten. Und ich hoffe, es gefällt euch. Genau, ich werde die Küche ausmisten und mit einigem von dem, was ich gemacht habe, bin ich noch sehr zufrieden. Also bleibt dran bis zum Schluss. Ich würde mich freuen. Schnappt euch einen Kaffee oder einen Ofi oder einen Tee, was auch immer. Und genießt das Video. Hey und willkommen zu dem neuen Video. Genau, es geht um meine Küche, wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt im Titel. Und zwar möchte ich gerne die Küche ziemlich Pinterest-like und Marie Kondo-Style oder irgendwie einfach wunderschön einrichten, gestalten. Ich habe durchaus sicher schon mal angefangen. Es sieht an einigen Ecken auch super aus und an anderen Ecken überhaupt nicht. Und das gehen wir jetzt an miteinander. Das Video wird über mehrere Tage gefilmt, also falls ich mal frisch duschen bin und nicht so wie heute aussehen, dann ist es, weil es über mehrere Tage gefilmt wird. Ich glaube, ich fange mal an mit einem Vorher, oder? Ah ja, und was auch noch ein Grund ist, warum es über mehrere Tage gefilmt wird. Ich habe einen kleinen Bub und manchmal lässt es einfach nicht so zu, dass ich an einem Tag alles mache. Sie wird gerade durch einen ziemlich engen Spalt von der Tür durchgezwängt auf den Balkon raus. Ich glaube, sie war selber überrascht, dass sie durch hat. Und nebenbei bin ich heute übrigens auch noch ein Brot am Backen. Also, hallo, fokussiere mich und nicht ein bisschen. Hallo, Kamera. So, jetzt. Ich fange mal an mit dem Vorher. Genau, und ich habe übrigens extra nicht aufgeräumt. Also, das ist die ganze Wahrheit. Wie es vielfach bei uns aussieht. Leider bin ich nicht die alles wieder putzt. Aber so sehen wir mal das Real Life bei uns. So. Also, der Kleine hat jetzt gerade noch das Vier gefunden. Ja, das wäre so das, was einfach immer beleidigt ist, was ich eigentlich nicht wollte, aber man kann es fast nicht verhindern. Und sonst haben wir einfach da unsere Küche. Und die Schubladen, die mich eigentlich am meisten stressen. Also zum Teil habe ich auch richtig gut schon angefangen, aber ja, it's a mess. Da auch und da sowieso. Ich glaube, die geht noch einigermaßen. Ja, das geht. Aber jetzt zum Beispiel da. Da oben habe ich übrigens alle so ein bisschen Vorratsgläser und Zeug und Sachen, die ich dann brauche. Bevor ich etwas Neues poste, möchte ich das da oben brauchen. Ich weiß gar nicht, was ich da oben noch habe. Oh genau. Da hat es nicht so viel random Zeugs. Da muss ich glaube nicht aufräumen. Dann Kühlschrank ist auch ganz ein grosses Thema. Bin ich jetzt heute gerade am Posten gewesen. Es sieht besser aus, als es ich glaube wirklich ist. Da, Eier sind auch mega cool. Die sind nämlich von den Hühnern von meinen Eltern. Mega cool. Da haben wir immer frische Eier. Ja, was haben wir? Geschirrspüler ist da, der Kübel ist da. Das mache ich jetzt nicht auf. Aber da habe ich alle Backsachen, also so Mehl, Zeugs und für Kuchen und alles Mögliche. Das sieht eigentlich auch easy aus, aber ich muss es wieder mal rausputzen. Und ja, genau. Dann das lasse ich. Das ist gut so, wie es ist. Tassli und Gläser und nochmal Gläser. Dann haben wir da unseren Morgenschrank mit Flöckli und Kaffee und Leinsamen und Zeug und Sachen. Und da noch so ein bisschen Aufstrich. Honig, was man nicht gerade im Kühlschrank tut. Ja, ich weiss nicht genau, was ich mit der mache, aber ich muss sicher auch noch etwas aufräumen. Dann da haben wir Gewürz, das sieht eigentlich in Ordnung aus. Da mache ich glaube auch nichts dran. Und da hinten, ja, Kochbücher und so, Kochbücher von, die meisten sind da von Betty Bossi, die passen perfekt da rein. Und da ist einfach noch so Gewürz, Salz und noch so random Stuff und Alkohol. Alkohol ist nicht gut, gell? Ja. Dann ist da noch mein Brot am Aufgehen, also der Teig davon. Ja, da einfach so ein bisschen Zeug. Das Kochbuch könnte man auch noch versorgen, Damaris. Da haben wir Messer und so Zeug. Da haben wir Söseli. Nein, einfach für Salatsauce-Zeugs. Und auch noch Flaschen zum Füllen. Und da oben haben wir noch Kochlöffel und so. Schmäus. Dann das Zeug kann ich euch nicht zeigen.
Ich schiebe mal da. Einmal, ich könnte es eigentlich schon geschwind zeigen. Ich muss den Aaron noch geschwind schieben. Bidibidum. So, Besteck. Das ist eigentlich auch voll okay. Pfanne und... Ja, das sind eigentlich Pfannen. Und das sind Bratpfannen und der Rest, also Sieb und so. Und ein Brotbrett, das ich eigentlich beim Brot aufbewahren, aber dort passt es irgendwie nicht an. Da muss ich noch eine schlaue Lösung finden. So, hier in diesen Kästchen, da oben haben wir Schnittbrettchen. Und das ist das Kästchen, das am Kleinen gehört. Da hat es Spielsachen drin. Das ist der Deal. Alle anderen Kästchen dürfen nicht öffnen, nur seins. Und er hält es richtig gut ein. Also es ist wirklich ein kleiner Tipp am Rande. Es funktioniert wirklich gut. Dann kommen wir zu der Kücheninsel. Ja, da muss ich auch noch ein schlaueres System finden. Das steht einfach alles irgendwie rum. Wenn ich an etwas ziehe, kommt alles mit. Ja, da ist einfach zum Backen, zum Schüsseln, was auch immer. Ihr seht es ja. Dann haben wir unsere Teller. Das ist echt gut. Und unten auch. Ja, meine Tupperware finde ich recht gut sortiert. Und da haben wir auch noch ein Problemkästchen. Ja, ihr seht es ja selber. Katzenfutter haben wir da und so Zeug, die wir fast nie brauchen. Und dann haben wir noch auf dieser Seite sonst noch Zeug. Ja, einfach alles so die Grosspackungen, also das Raclette-Öffeli und das Fondue-Öffeli. Und dann haben wir da noch ein bisschen Büro. Und dann haben wir da noch ein bisschen Deko und noch ein bisschen mehr Deko und noch Waffel und das Crepe-Öffeli. Und da haben wir noch Vasen und meine Schoss ist noch da drin. Und dann hat es da einfach noch Zeug für den Tisch zu decken und Einweggeschirr und ja, ach, ihr seht es ja. Das wäre der Stand der Dinge. Ich hoffe, dass wir einiges ein bisschen besser organisieren können, dass ich wieder ein bisschen einen Überblick habe. Ich glaube, ich habe nicht so viel Ware wie andere Leute und ich will auch nicht mehr. Es ist voll gut, so wie es ist. Ich nehme mal jetzt einfach ein bisschen mit, erzähl mal wieder etwas zwischendurch. Und sonst gibt es vielleicht Zeitraffer oder so. Mal schauen. Es war eine sehr lange Einführung. Let's go! Ich fange mal mit den Oberflächen an. Da.
Instagram erzählt. So oder so in etwa sieht etwa ein Wocheneinkauf aus von uns. Das kommt jetzt in die Küche. Und ich nehme mal mit. Wenn wir sie treffen, let's go! Willkommen zurück in meiner Küche. Ich bin soweit fertig. Alles, was ich mir vorgenommen habe, ist erledigt. Falls meine Stimme ein bisschen beleidigt tönt, ich bin noch krank gewesen letztes Wochenende und es ist jetzt schon wieder Freitag, aber bin immer noch ein bisschen am Husten und so. Aber das soll euch nicht gross stören. Falls ihr sonstige Hintergrundgeräusche hört, der Kleine ist da fleissig am Spielen. Genau, aber ich habe gedacht, ich zeige euch jetzt meine Küche, wie sie fertig ist. Ich hoffe, ihr seht mich so und versteht mich. Auch wenn der Kleine da am Stativ ummarschiert. Da unten in die Schublade hier, auf die bin ich fast am meisten stolz. Ich finde das so satisfying, wenn da alles so schön in diesen Behältern ist. Das ist auch cool, gell? Das haben wir Hörnchen. Genau. Wenn der Kleine da die Schubladen aufmacht, da haben wir alle unsere Konservendosen drin, wo der Kleine gerne ausräumt. Da gibt es nicht gross dazu etwas zu sagen, da habe ich aufgeräumt. Und da habe ich ehrlich gesagt nur die Weinbeere in so ein Glas tun, weil das haben wir immer da. Aber so Crackers und Zeug und Chips macht für mich nicht so viel Sinn, um eine extra Box zu tun oder so. Genau. Dann kommen wir rauf. Ja, die 2 Gläser habe ich im Brocki gefunden mal und dann denke ich, für die habe ich sicher mal eine Verwendung. Und jetzt habe ich eine Verwendung. Sie sind aber sicher 2 Monate im Regal gestanden, als ich die gefüllt habe. Aber da haben wir jetzt unsere Trockenfrüchte drin. Genau, auf die einen Sachen habe ich es so gemacht, dass ich noch so ein Ablaufdatum drauf da habe. Einfach, dass ich sicher kann sein kann, wenn es tödlich ist. Ja, da oben ist noch ein Tee, Snacks für die Kleinen, die noch nicht gerade daran herkommen. Und da oben haben wir so Süßes und ganz zuoberst sind noch Gläser, die ich noch füllen kann. Oder einfach noch Föhrig geblieben sind oder die ich für Tomatensauce oder so wieder brauchen kann. Dann habe ich da oben noch 2 Schränke, die ein bisschen aufgeräumt worden sind.
Das ist zum einen mein Backschrank mit Mehl, Zucker und was alles Zucker zum Backen. Und auf dieser Seite haben wir unser Morgenschränkchen mit Müsli und Schokopulver und Gomfi und geöffnete Gomfi und Kaffeepulver und was alles dazu gehört. Das sieht jetzt auch richtig nice aus. Dann haben wir da unten, das sieht auch richtig nice aus, das Teil da rein, wo zeige ich so am besten. Ich habe da so ein Teil von der Ikea genommen, wo eigentlich für Topfdeckel ist. Durch das ich da leider keine Schublade habe ich mir jetzt einfach etwas einfallen lassen mit diesen Backformen, weil die sind sonst immer ineinander gewesen und ich musste es immer auseinander knübeln und das war einfach ein Seich. Und wenn ich jetzt alle so aufstehend habe, geht es mir auch nicht zwischen runter oder so. Jetzt ist es einfach wirklich einfach und simpel. Dazu habe ich dann noch ein paar Brettchen, wo ich nie einen Platz gefunden habe. Genau. Und zum anderen, durch dass ich keine Schublade habe ich jetzt das so gelöst, dass da einfach so ein bisschen alles Kleinere, was man so braucht, genau, habe ich jetzt da in die Kiste nicht getan, dass man es einfach und gut kann da rausnehmen und nicht alles lose in dem Kästchen trollt. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Und falls ihr auch irgendwelche hilfreichen Tipps und Tricks gesehen habt, würde es mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Es gibt vielleicht so etwas Ähnliches wieder mal auf dem Kanal. Ich kann da nichts versprechen, aber genau, mit Kleinen ist es immer so ein bisschen eine Sache, wenn man zum Filmen und zum Schneiden kommt oder nicht. Und falls ihr noch einen guten Tipp habt, für zum Herdöpfel oder Brotschlau zu lagern, damit es länger haltbar bleibt, würde ich mich sehr gerne über Tipps freuen, weil da habe ich jetzt noch nichts Schlaues entdeckt. Und sonst freut es mich natürlich auch, wenn ihr sonst irgendetwas Nettes kommentiert. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Mittag oder Abend oder was auch immer. Viel Spaß bei der Küche aufräumen, falls ich euch angesteckt habe. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!